Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa, wo wir eine komplette Formel 1-Saison von 2004 nachfahren. Wir sind jetzt im Moment in Kanada, oder sind schon in Kanada, besser gesagt. Und ja, wir schauen mal, was wir da jetzt reissen können. Ich würde sagen, wir legen gerade los. Wir gehen gerade straight ins Qualifying, beziehungsweise wir sind schon im Qualifying und ich muss noch mein Setup anpassen. Darum, ich habe nicht viel Zeit für die Anmoderation, weil ich, Tobu, habe nämlich schon das Game gestartet und ja, wie man gesagt, bin schon drin. Also let's go, wir gehen ins Qualifying. So, dann gehen wir mal auf die erste schnelle Runde. Oh. Ja, ein bisschen Wand mitgenommen. Muss. Ist Montreal. Ah! Alter, das geht's doch nicht. Es ist so eine solide Runde eigentlich gewesen. Und ich kacke in der letzten Kurve. Jetzt mache ich es schon so, jetzt fahre ich schon hier rückwärts. Dass ich nämlich den Speed von der Schikane noch mitnehmen kann. So. Nächster Versuch. Ah, es kommt eine KI raus. Ja, endlich. Halleluja, mal eine Runde herbekommen. P15. Ja, super. Ja, machen wir schon so. Ah, es langt mir nicht! Fuck! P15, leck mir am Arsch, Mann. Ach, der Karre hat einfach nicht eingelenkt, hat einfach immer wieder untersteuert. So, wir starten von P15. Jetzt gebe ich einfach nochmal mehr Stolz drauf. Und nehme das nochmal ein bisschen runter da. Weil da kann ich auch schneller einlenken. Vielleicht hilft es. Vielleicht ist es auch jetzt komplett Fehlentscheidung gewesen. Egal. Och Gott, fahrt doch. Wieso bleib, weißt du? Die KI. Fahr, du bleibst stehen. Mir doch so manchmal, wenn KI gegenseitig fahren, also gegeneinander fährt, dann fahren sie mega vorsichtig und anständig. Aber, du weißt, er bremst schön ab, schauen, dass sie keinen Crash machen. Alter, was macht der? Aber gegen mich, da haben sie immer das Gefühl, so Kollege, den fahren wir jetzt schon richtig über den Haufen. Und rammen mich weg und weiss ich was alles. So mega komische Sachen halt. Und schau, der läuft jetzt auch wieder rein. Das Wunder. Aber er hätte sicher wollen, wenn ich früher gebremst hätte. Ich bin voll in der Bremse gestanden. Ich habe nichts dafür. Wenn die Siechen immer so früh auf die Klötze gehen, ich habe nichts dafür. Und ich werde auch nicht immer versetzt fahren, weil dann nachher bin ich nicht auf die Ideallinie und kann meine Pace nicht fahren. Weißt du, wie ich meine? Das kann ja auch nicht sein. So, also. Wir kommen jetzt eigentlich so in die letzte Runde rein.
Wir sind schon dran, besser gesagt. Es ist lustig, wenn ich nicht rede. Ich habe jetzt einfach nicht gesagt, ich habe mich nur aufs Fahren konzentriert. Ich habe eine recht gute Pace und habe jetzt auch wirklich gut können auf das Grüppli hier vor mir auffahren. Und habe auch am besten gemacht von 1,16,8. Also ich bin wirklich schnell unterwegs. Aber ja. Okay, jetzt haben wir es geschafft, also kann ich abkürzen. Ja, es bleibt P7. Aber doch noch eigentlich, muss man sagen, ein gutes Rennen gewesen, für das, dass wir ja von P15 oder so gestartet sind. Es ist vorgegangen, ja, und das ist schon mal eigentlich positiv. Mehr oder weniger. Und ja, es ist halt einfach abnormal schwierig. Aber ich habe jetzt wirklich feststellen, dass ich mehr Sturz an meinem Karren muss drauf tun. Ich glaube, dann wird es dann doch einiges einfacher werden. Weil ich habe wirklich jetzt mehr Sturz drauf gegeben, extra. Und der andere Stil ist doch besser geworden. Jetzt mit dünkt, der ist doch besser geworden. Aber ja, kann sein, dass wir vielleicht einfach täuschen. Aber ja, das war es von dem Rennen hier in Kanada. Das nächste Rennen ist dann in Indianapolis, in den USA. Bin gespannt. Bin ich schon ewig gefahren, die Strecke. Ja, mal schauen. Bin ich wirklich gespannt jetzt. Aber falls euch die Episode hier gefallen hat in Kanada, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann wieder, wie gesagt, in den USA, in Indianapolis wieder in der nächsten Episode. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!